Hallo zusammen! Zum neuen Part im Fall. Und anscheinend haben wir jetzt hier einen Zeitsprung. Schlafen, spielen, unseren Ruin planen. Keine Ahnung, sie liegt in ihrem Bettchen und ist verdächtig still. Gut, das ist schön. Und du hörst mir überhaupt nicht zu. Wie läuft's mit der Geschichte? Frag nicht. Na schön. Wann kriege ich sie zu lesen? Frag nicht. Na, auch gut. Ja, anscheinend hat es jetzt da einen Zeitsprung gemacht und das ist die kleine Säue. Ich will mal schauen, was das auf sich hat. Jetzt Bützeli. Irgendwie kann ich doch da. Ah, schlaues Mädel. Boing. Boing, boing. Okay. 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 Oh, was ist das davor? Folge mir, Saga. Sarah? Hey, gibt es vielleicht irgendwas, das ich dir mitbringen kann? Müssen wir das unbedingt jetzt besprechen? Ich muss morgen los. Ich mag es nicht, wenn du gehst. Hey, bist du etwa aus dem Bettchen gekrabbelt? Wie hast du das denn hingekriegt? Dann packen wir dich mal schön wieder rein. Nee. Oh Mir Mann. Sorgen, wenn du gehst. Ah, ich muss. Wir hätten dieses Haus genau aus dem Grund gebaut, dass wir uns nicht Ich mehr muss so mich auch brauchen. dort hintendurch Ich werde düsseln. mich immer sorgen. Aber ich werde immer zu dir zurückkommen. Oder auf der anderen Dies ist Seite. unser Anker in Zeit und Raum. Aber das Allen Ding Welten, ist da der durch, ja. Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Jetzt klingst du schon fast wie eine Immobilienmaklerin. Gerade frisch renoviert, Das ist niedrige Zinsen, losgelöst von Zeit und Raum, ständig wechselnde Umgebung, wunderschönes kleines Töchterchen und willige, sexy Ehefrau im Preis inbegriffen. Sexy schon. Will ich nicht immer. Konzentrier du dich auf den Eintopf, Liebster. Wehe, du lässt mich nachher nicht lesen, was du geschrieben hast. Vergiss es. Und jetzt sei still. Das ist lustig. Aber jetzt verstecken wieder. Ja, du nur schön kochen. Bist du schon siehst mich wieder nicht. draußen? Du bist mir ja ein Schlaukopf. Jetzt sei ein braves Mädchen und bleib, wo du bist. Ach, wie muss ich das jetzt machen? Ich muss da irgendwie hintendurch düsseln. Boing. Da tust du eben eine Bühne 2 einfahren. Hure gut. Hure das Bützeli. Kann ich da in den Wagen eichen? Ich glaub's Nee, er nicht, hat mich was schon liegt wieder jetzt? gesehen. Er hat mich schon wieder gesehen. Steine Müs. Boing. Hässlich. Ja, ich muss da einfach schleichen, du. Schleichen mit einem so einem kleinen Kind, das habe ich noch. Ja, ich glaube, jetzt habe ich noch kein Game gemacht. Ah, da unter dem Tisch durch. Ah. Aha.
bist nicht wenig, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich Komm, nicht. Ah, Hey, Saga. Mal wieder unterwegs? Weiß Papa, dass du hier bist? Mütti, Ich glaube kaum, dass Papa das weiß. Keine Bange. Es bleibt unser kleines Geheimnis. ja, sehr schön. Das Mami. Hey, Kleines, Mama arbeitet. Wartest du mal kurz? Sie ist in einem Buch schreiben anscheinend. He? folge mir, Schreibt's echt? Saga. Folge mir. Hier. Mütter, tu mir auf. Mämmeli. Sekunde, Saga. Ich mach bloß den einen Satz noch fertig. So. Jetzt, was möchtest du denn? Da, auf du. Oh. Die Tür? Du willst, dass ich dir die Tür aufmache? Kann ich machen. Da, bitte sehr. Aber kletter nicht Danke. wieder in den Kamin und verteil die Asche überall, okay? Wo war ich Ja, stehen danke. geblieben? Das ist doch See da auf dem Bild, hä? Das Musikli im Hintergrund, der Verrecken. Was ist denn da noch? Irgendwie in der Bar. Red Street. Ah, das ist C2. Haben sie sich dort lernen kennen? Das sind doch C2. Ja, genau. Ah. Das Medaillon. Oh, das Zeichen kenne ich. Das ist doch das, was auch beim Dings. Das kenne ich auch vom 2 nachher. Hallo, Saga. Wie rasch du wächst, Kleine. Bald wirst du sprechen und dich erinnern und mich mit anderen Augen sehen. Augen, die mich nicht mehr sehen können. Du hast so vieles von mir an dir, Schwester, Tochter. Ich weiß, du verstehst mich noch nicht, aber du sollst wissen, dass ich über dich wachen und dich beschützen werde. Mit der Zeit wird unsere Verbindung schwächer und du wirst mich nicht mehr sehen, aber ich werde trotzdem da sein. Morgen, in 10 Jahren, solange du lebst. Und am Ende, meine Schwester, meine Tochter, werden wir wieder vereint sein. Der Kreis wird sich schließen, die Welten kommen wieder zusammen, das Gleichgewicht wiederhergestellt. Was für Geschichten wir uns erzählen werden. Ich sehe dich bald wieder, meine kleine Saga. Möge das Gleichgewicht immer mit dir sein. Mit wem redest du, Kleines? Was brabbelst du denn da? Ist sie etwa da drin? Bei allen Sternen, wie ist sie denn rausgekommen? Zauberei, Liebster. Hörte sich an, als rede sie mit jemandem. Es ist noch jemand im Haus, Magnus. Ich kann es spüren. Hoffentlich hast du recht. Ich hätte schwören können, da war jemand. Oh, puh. Daddy ist nicht der Einzige, der hier was gemacht hat. So, das wär's gsi.
mit dem ersten Buch und ja, freue mich schon auf das nächste Buch, Buch 2. Die Entscheidungen haben ja gerne Konsequenzen für das nächste Buch. Ja, jetzt gibt's noch irgendeine Übersicht auch, über die ganzen Konsequenzen, die wir da gemacht haben. Ja, drücke an. Ich habe mich entschieden, einen neuen Weg zu nehmen und mir einen Job zu suchen, der nichts mit meinem Studium zu tun hat. Jawohl, das war dort bei dem Gelehrten nach den Träumen. Aber ja, ich habe gesagt, dass ich das letzte Mal, als ich gegamet habe, in einem Labor gearbeitet und dieses Mal bin ich ja in Dings gsi. Bei diesem Journalisten-Ding. Und die, ja, der Unschuldige habe ich nicht getötet. Das war mit dem Kian Alvane, dort im Gefängnis. Der hat 30%, alle anderen den anscheinend getötet. Aber ich wollte das nicht wollen, ja. Ja, wirklich ich wollte niemanden töten, also. Irgendwie. Ja, dass das nur 30% sind, das ist ja eigentlich noch gerade ein bisschen. Eigentlich. Ja, dem werden wir sicher noch begegnen, eben den Eltern oder dem Deutschen oder so. Trotz feines Verbrechens gegen das Volk habe ich mich entschieden, das Leben des Aufsehers zu verschonen. Jawohl, da habe ich nicht getötet, dort habe ich durch die Gefängnistür gelassen und dann habe ich ihn verschont. Das habe ich 92% gemacht. Ja. Ich weiss nicht, was mit dem dann passiert ist. Irgendwie hat er auch schon seine Strafe bekommen, dass wir fliehen können. Bis ich mich wieder erinnere, was vor dem Komma mit mir geschehen ist, werde ich nicht vorankommen. Das war das, wo ich bei Dings mich entschieden habe, wie hat sie geheissen, bei Queenie, habe ich das gesagt. Ja, es ist eigentlich auch so, dass ich mich dort eigentlich auch erinnere. Und 91% haben das auch gesagt. Okay. Cool. Mal schauen, was dort ist mit der Hanna, wo wir dann müssen suchen. Riesau, das Schweinswürstchen. ja, ich habe das Schweinswürstchen gekauft und nicht da die blöde Käsesuppe. Was das für Auswirkungen hat, habe ich keine Ahnung. Wird unerwartet und möglicherweise andere Konsequenzen haben. Keine Ahnung. Nein, das war das, was Queenie mich gefragt hat. Was war das andere? Das haben nur 29% das gesagt. Ja. Ja, wir werden es merken, oder? Wie sich das auswirkt. Und ja, ist cool. Ja, ich freue mich schon. Auf das zweite Buch, das ist der komplett blind. Ich habe ja da nichts gemacht. Ich konnte nicht zulassen, dass der feige Mr. London Baruti verprügelt. Das war das, was ich eingegriffen habe bei dem Unterweltbraum da. Das ist, ganz am Schluss war das. Ja, auf jeden Fall kann ich da zwischen. Also, ja. Als ich vor dem kollektiven Elan und ihrem Freund gestoßen bin, habe ich mich entschieden herauszufinden, was los ist. Ja, das wollte ich von Anfang an wissen, oder? Aber irgendetwas ist mit der Hanna dann und ja, die wir dann schauen, was da die Beziehung zu Nela zu beeinflussen. Okay. Und dann am Schluss, wie Risa mit mir geredet hat. Und ich bin nicht drauf eingegangen, ich wollte nicht lernen und so. Ja, das wird die Beziehung noch beeinflussen, wie das dann weitergeht. Keine Ahnung. Ich finde das noch spannend, irgendwie, dass das so Entscheidungen gibt. Also, liebe Leute, das wär's gewesen
freue ich mich auf das nächste Buch und ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Und ja, schreibt mir doch etwas, wie ihr es findet. Und ja, verabschiede mich und wünsche euch eine gute Nacht. Okay, tschüss! So, da bin ich noch gerade einig. Ich habe da vorhin gerade gesehen, das ist jetzt das neue Buch. Buch 2 ist bereit. Aber ich habe da unten noch gesehen, die Geschichte vom Dreamfall. Das ist eigentlich was im Vorfeld war, im 2. Das ist Dreamfalls The Longest Journey, was dort vorsichtig war. Und das möchte ich euch auf gar keinen Fall vorenthalten und zeige euch heute die Geschichte noch zum Abschluss. Und verabschiede mich nochmal und tschüss zusammen. Every story has a beginning and an end. This is how our story began. The year is 2219. In Casablanca, a young woman named Zoe Castillo is drawn into a conspiracy when her journalist ex-boyfriend Reza goes missing. Zoe tries to track him down and discovers that Reza is working on a story about a new entertainment device that enables lucid dreams. But this device also opens a back door into people's minds, allowing Waticorp, the makers of the Dream Machine, to monitor thoughts and steal memories. When Zoe is forcibly connected to a Dream Machine, she finds herself in another world, Arcadia, the world of magic. Zoe arrives in the middle of an armed conflict between the Azadi, who have conquered the city of Mercuria, and the magical peoples who are being eradicated by the invaders. She soon learns of a connection between the Dream Machine and the Azadi. Someone is attempting to steal humanity's dreams in order to reshape reality. When Zoe wakes from her vision, she tracks the Dream Machine conspiracy back to the Waticorp headquarters and helps sabotage the project. But before Zoe can tell the world what is going on, she's poisoned by a woman claiming to be her long-deceased mother. Now, in a coma, Zoe travels to a strange and desolate place. Story time. Here, Zoe has the power to shape dreams and help those who are trapped in night terrors escape, but unable to escape herself. Meanwhile, in Arcadia, the world of magic, we follow the apostle Kian Nirvane as he journeys from the Azadi homelands to the occupied city of Mercuria on a sacred mission to assassinate the leader of the magical resistance. But as Kian learns more about the conflict between his people and the Magicals, he begins to lose faith in his mission. He finally tracks down the leader of the rebels, a woman named April Ryan, but refuses to kill her. As punishment, Kian is imprisoned and sentenced to death, and April is brutally cut down. Zoe is in a coma. Kian is in prison. Their journeys have yet to intersect, but that moment draws closer. Behind the scenes, the thief of dreams is pulling threads and manipulating events. The Dream Machine has been released. Millions of people are addicted to lucid dreams. The Azadi have cemented their rule. Their plot to harvest dreams is moving ahead. Every story has a beginning. Every story has an end. This is the beginning of the end.